Sind den 15. Juli Ardendijk Quellenkolonie. Jesaja 55, vers 8 en 9 zei ons dat onze gedanken en Gottes gedanken veelmaal verschieden zijn. En om glücklich te zijn, moeten we leren wat God denkt en dan onze gedanken aanstellen, dat de Gottes gedanken hingeron no denken. Psalm 92, vers 6 sagt, dat Gottes gedanken sehr diep zijn. Gott will nicht bloß, dass wir schlechte Gedanken aufstoßen sollen, sondern auch, dass wir produktive Gedanken annehmen sollen. Schöne Gedanken pflegen sollen. So eine Gedanken, die unseren Geist abwühlen. So eine Gedanken, die ewige Frucht bringen. Und wat hebben diese Frucht bringen? Ebenso als Sinn in Gedanken anfängt, so fängt auch Gott in Gedanken an. Wie kunnen leren, wat gaan we leren wat Gottes gedanken zijn? De 4 Evangelium lezen en dan merken we hoe Jezus handelt, wandelt en mensen behandelt. We kunnen veel van God leren, wanneer we Jezus kunnen leren, wenn Jezus is een deel van de Godheid. 2 Korinther 3:18 zegt dat we in dat beeld van Herrn verwandeld worden. Dat meint, dat we Jesus ähnlich worden, wanneer we hem ins Angesicht checken. En dat gaan we doen met dem dat we de Bibel lezen. Besides op Jesus te checken en am Tjane te leren, moet we aber ook met hem reden, wanneer we hem willen ähnlich worden. En zo'n gedanken als hij heeft. Dat meint met hem te beden en op zijn stem im Gewässer te hören. Noch ein Widret, wat neidig is om Jezus ähnlich te worden, is über sein Wort not te zijn. Dat reicht nicht tau, dat bloß te lesen. Wenn wir nicht Zeit nehmen wollen, darüber not te denken, dann wird dat vielmal zu ein Uhr nähen und zu andere Uhr rütgehen. Die Gedanken, die wir in unserem Sein rollen und sich entwickeln lassen, worden veel zu unseren Gefühlen beitragen. Wenn wir in Gefalle haben und anrennen ungerechte Gedanken in den freien Lauf in uns lassen, dann wird der Friede Gottes in unserem Hart gestört worden. Ein weiterer Rat, um unsere Gedanken zu kontrollieren, ist dem Herrn zu danken. Und dafür finden wir immer Ursache genug. Ein Sprichwort sagt so: Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. En wo ist es dann, wenn wir nu aber nicht nur danken feilen? Der Schreiber an den Psalmen feilt sich auch nicht immer nur danken. Und wenn er sich nu nicht nur danken feilt, er nahm sich dann aber fair, er würde da wen danken. Das ist interessant, wo viel Mal wir in der Bibel so lesen, und besonders in den Psalmen, ich will dem Herrn danken, ich will singen, ich will loben. Dort verstehen wir, dass er nu bloß einfach nach sich nicht da noch fällt, aber er nimmt sich dort fair, das wird noch so weit kommen. Und kriegt so macht wir das auch, wenn wir in schwere Zeiten sind. Wenn wir dem Herrn von da nicht danken können, dann müssen wir dem Herrn wein sagen, ich will die noch danken. Na, wo wir bald können. Der Psalmist macht die Entscheidung, Gott zu preisen, wenn Umstände auch noch schwer wären und er sich nicht da noch fällt. Zum Schluss für Vandaag und damit auch für das Werk nach Psalm 92, Vers 2 und 3. Es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Dankeschön für das Werk mit mir in Gedanken und hat alle ein gesendet Wirken eng.